Merci, Herr Präsident. Herr Präsident, die Damen und die Herren, die Interpellation von heute hat als Zweck, die Regierung an die Öffentlichkeit auf ein Phänomen aufmerksam zu machen, den an unseren Ehren am höchsten Maß inakzeptabel ist. Und du willst auch ein ganz energisch, politisch und juristisch Antwort muss kreieren. Es geht um Frechheit der sogenannten Zivilitäten, Rebellion und auch Gewalt gegen Personen, die durch ihren Beruf eine allgemein oder mehr spezifisch Ordnungs-, Sicherheits- oder Kontrollfunktion bekleiden. Das sind an erster Linie Member von der Polizei, aber auch Kontrolleurinnen und Chauffeuren an den öffentlichen Transporter, Lehrpersonal an den Schulen, Kontrolleure von der Zone Bleu, Member von einer Reihe von Staats- und allgemeinen Verwaltungen, die eine Lohe nicht braucht, all abzuzählen, für auf das Problem hinzuweisen. An der letzten Jahr von Angriffen gegen die Arbiteren am Sport, an so gegen Member von der Protection Civile am Einsatz. Das ist inakzeptabel. Es geht darum, für sicherzustellen, dass die Leute und auch die Berufe respektive Funktionen nicht respektiert gehen, und dass sie hier Aufgaben an möglichst gute Konditionen können machen, mit der vollen Unterstützung von unserer Gesellschaft, und vor allem auch von der Justiz, wenn sie beleidigt oder angegriffen gehen. Die Merci, der Respekt und die Anerkennung als ganze Gesellschaft denen Leute schuldig. Den tragischen Tod von einem jungen Polizist zu Mesancy für knapp 3 Wochen hat uns nicht deutlich gewiesen, wie wenig die Kriminellen heutzutage nach Zecke für das Leben von den Polizisten aufs Spiel zu setzen. Immer mehr von ihnen sind noch armiert und immer mehr Tags kommen noch Waffen zum Einsatz. Nicht nur das Risiko für die Polizisten ist hoch, aber auch immer mehr leiden die Normalbürger unter der Gewalt. Wie sollen Polizisten Bürger schützen, wenn sie selber permanent an der Defensiv müssen sein? Umso mehr müssen wir bedauern, dass als Ordnungskräfte viel zu viel Dachs von der Politik an anderen Autoritäten, auch an der Justiz, negativ durchgestaltet gehen oder carrément am Stach gelost gehen. So eine Behandlung verdingen sie mit Sicherheit nicht, am Gegenteil, sie verdingen Anerkennung und Unterstützung. Es gibt also höchste Zeit für umzudenken, symptomatisch dafür ist eben Gewalt gegen Police. Statistiken schwätzen einen deutlichen Spruch. Am Jahr 2000 wurden 155 Attacken, wo Rebellion und Outrage gegen Police gezählt. Am Jahr 2009 waren es da schon 352. Dabei muss ich wissen, dass ganz viele Polizisten ganz bewusst und verantwortungsvoll auf Deseskalation und gefährliche Situationen setzen und auch darauf verzichten, für überhaupt auf den Weg von einer Plan zu gehen. Das hilft doch, von neben den jungen Polizisten auch mehr ältere auf der Platz sind, die durch ihren Alter, ihre Autorität und Erfahrung können beruhigend abwirken. Von Polizei selber durch eine gute Ausbildung von ihren Agenten, durch Präsenz zu Beamten mit Erfahrung um Terrain, durch eine verantwortungsvolle Polizeitaktik, durch eine stark numerische Visibilität und ein besonderes Auftreten kann zur Beruhigung von gefährlichen Situationen beitragen. Alles das ist sicher wahr. Muss ich aber feststellen, das Problem liegt definitiv nicht bei der Polizei, mehr liegt an der Radikalisierung von großen Teilen von unserer Gesellschaft. Besonders an der Stadt und dafür in allem am Gara Quartier, zu Esch, zu Deverding, Peiting und Ettelbreck hefen sich die Fall von Gewalt. Am meisten geht es dem Incident auf der Straße oder auch an Diskotheken oder Nutzlokalen. Auch von den meisten von den Ortschaften an der Nachbarschaft von einer Grenzleihe will ich aber betonen, dass unter den Leuten eine Rebellion machen, sowohl Lützebäuer wie nicht Lützebäuer sind, und dass es auch Residenten wie Non-Residenten in der Tine gibt. Dafür frohe wir die Regierung an dieser Interpellation, wie hat sich 12 Gewaltdelikte gegen Autoritätspersonen hinter dem Jahr 2000 entwickelt, wen sind Tote von denen Fähen, nur Alter, Beruf, Lieu de Residenz und Nationalität, wenn ja, wo geschehen die meisten von denen Gewaltakten, gibt es Etüden über die Ursachen von diesen Gewaltakten an ihrer Entwicklung, was ihr Schemata an ihrer Gravität umgehen. Herr Präsident, es darf noch nicht übersehen, dass Gewalt gegen Polizei und andere Autoritätspersonen sich an den Kontext erschreibt, wo die Kriminalität dauernd wiest. Ob 100.000 Einwohner ist Kriminalität von 2010 auf 2011 um 14,7% geklommen. Heißt ihr Schuss als Beispiel, ob die immer mehr hohe Zahl von Abbrüchen verwiesen. Eng von den Antworten auf diese Situation, als da es wirklich höchste Zeit wird, für die Polizei mehr Personal zu gehen und zum Teil andere Prioritäten zu gehen. Sie muss überall im Territoire genug Leute tun, für eine kurze Zeit können anzugreifen. Dafür muss natürlich auch der RIFO genug Leute tun. Aber besonders am Hinblick auf die Abbrüche, die an der Grenzregion geschehen, will da die altnäs ein Kehr auf Notwendigkeit von sporadischen, zielierten und sinnvolle Grenzkontrollen aufmerksam machen. Ob begrenzen sie schön, aber es soll just für die ehrlichen Leute gehen. Wenn die Aktualität verfolgt,
Weißt du, dass die Polizei sich immer mehr dax muss gegen den aggressiven Mob von 50 oder mehr Personen wehren. Außerdem muss ihn auch für eine Reihe von administrativen Aufgaben können korrekt erledigen, eine solide Experienz und Terrain haben. Es kann schließlich dax darüber unter den Situationen richtig abschätzt und versteht, von denen sie realitätsnah beschreiben. Sicher ist es nicht einfach, bei einer so kleiner Population wie Eiser immer genug Leute für die Polizei zu rekrutieren. Das hängt mit vielem zusammen. Wir haben aber auch am Staat die falsche Prioritäten gesagt, aber der Forstpublik nicht genug agiert. Mit Sicherheit ist einfach eine Kehraufgabe von unserem Staat. Von mir nicht ganz sicher, ganz dezidiert handeln, schwächen wir Sicherheit in unserer Gesellschaft, und wir riskieren, wie doch gesagt wird, so einen Non-Droit zu kriegen. Und das wird nicht gehen. Wir müssen auch gucken, dass Polizisten nicht resignieren, wie es schon bei anderen Berufen der Fall ist. Die Politik muss den Leuten bei ihren Problemen helfen und nicht ihnen noch mehr Probleme machen. Konkret will ich eine Question parlamentaire vom 22. Dezember 2011 erinnern an eine Reihe von präzise Fragen stellen. Erstens, die Jurisprudenz aus dem Jahr 1959, die nach dem Artikel 269 im Strafgesetzbuch zitiert wird. An eisen ist nicht akzeptabel, dass der pathologischen alkoholisierten Zustand soll können zu Straffreiheit am Fall von einer Rebellion feiern. Für die DDR ist es höchstens möglich, für so einen Fall auf Circonstance atténuante zu plädieren, auch wann oder gerade weil die Jurisprudenz in der Praxis kaum noch eine Rolle spielt, muss sie definitiv aus unserem Rechtswesen verschwinden. Zweitens, muss ich evaluieren, ob wir als nicht eine Möglichkeit geben, für Leute, die physisch Gewalt gegen Polizisten oder andere Autoritäten ansetzen, direkt nur dort für eine kurze Zeit anzusetzen. So Maßnahme muss selbstverständlich von allen rechtsstaatlichen Garantien begleitet sein. Aber so eine Demarche sehen wir als eine pädagogische Mesure. Es kann nicht sein, dass Gewalttäter erst nur Jahre von der Justiz zu hören kriegen. Leute, die gegen Polizisten gewalttätig sind, sind es ja auch gern genug gegenüber den anderen Leuten, aber müssen da wenigstens direkt die Reaktion vom Staat zu spüren kriegen. Ganz allgemein muss besonders für Gewalt am Spiel als Täter für mich schnell für Gericht kommen. Drittens, wir dürfen Polizisten, die Opfer von Gewalt gesehen, nicht am Stich lassen, weder juristisch noch psychologisch. Sie brauchen als verstehst du mich an als Solidarität, als ein automatisch Recht auf Rechtsbeistand, müsste Polizisten, gerade weil sie so exposiert sind, es gesetzlich zugestanden gehen. Polizei muss auch genug Psychologen haben, für denen Leute zu helfen. Viertens, Polizisten verdienen als Vertrauen, als selbstverständlich auch das von der Justiz, weil sie veredigt, kompetent und gut ausgebildete Beamte. Es geht nicht, dass sie für Gericht als gewalttätig durchgestaltet gehen, just nicht mehr, weil sie zum Beispiel ein Fouille korporell gemacht haben. Wir sollten als wenigstens überlegen, ob wir nicht eine Präsumption de légitime défense zugunsten von der Polizei an als Gesetzgebung erschreiben. Übrigens müssen alle Polizisten allzeit ein Fouille bei Personen machen, von denen hier mengt, dass das Sicherheitsrisiko von ihnen ausgehen. Das ist aus der Praxis heraus gesehen absurd. Für ein Fouille ob eine Prozedur judiciaire an der Code d'instruction kriminell zu reduzieren, wie Lorenz diskutiert wird. Aus dem Grund ist es genauso unrealistisch, Fouille nehmen, justine Polizisten vorzubehalten, die Qualität vom Offizier de Police Judiciaire haben, die meist uniformiert Polizisten, die daran nicht auf die Patrouillen in der W sind nämlich nicht Offizier de Police Judiciaire, mais Agent. Fünftens, wir wollen, dass wir Polizisten für Polizeiaufgaben am engen Sinn vom Wort hören, und dass andere Denkschlichtungen am Sicherheitsbereich, wie zum Beispiel den Transport von Gefangenen, entweder von anderen Services gemacht gehen oder aber so weit wie möglich auf ein Minimum reduziert gehen. Dazu gehört auch, dass dann in zukünftige Prison zu Suisse Zell a Büro wie die Untersuchungsrichter und Rotskummer angerichtet gehen, am Platz, dass gefährlich Gefangene müssen hin und her transportiert gehen. Sechstens, genauso sollen wir dringend der Abhalte für sogenannten Asylanten, die wir nicht wollen, umgehen, wo sie herkommen. Einer Polizeieskort auf Brüssel zu bringen, in der Hoffnung, für sie können mit der Hilfe von den Ambassaden zu identifizieren. Das ist eine Maßgabe von denen Ambassaden für ihre konsularische Pflichten gerecht zu gehen, und für sich hierhin zu deplacieren und nicht umgekehrt. Wir setzen als Polizisten unnötig und widerrechtlich enorme Risiken aus, weil sie an der Belg überhaupt nicht dürfen amtieren und in einer normalen Umständen auch keine Waffen drohen, also sie auch schon gar nicht dürfen benutzen. Was kann geschehen bei Akten, wo Gewalt von sogenannten Asylanten geht nicht so bei Polizisten zu Brüssel? Herr Präsident, 7. Punkt. Das Vertrauen für die Beamte bedingt auch, dass sie selber sollen Protokollen an denen Affären schreiben können, wo sie davor von einem Angriff oder von Incivilität gesehen.
dat den andere Polizist dat Welt soll machen, also vollkommen unnötige Misstrauensreflex gegenüber den amtierenden Beamten. Den einzige Fall, wo mir als ADR so ein Prozedere könnten envisagieren, als die, wo Polizist nicht nur amtiert hat, mir auch nach selber am Vierfeld Partei wäre, wie zum Beispiel an einem Nachbarschaftsstreit. An so einem Fall wäre seine Objektivität natürlich nicht garantiert. Wir verlangen, dass besonders auch der Parquet, der alltag mit der Polizei kooperiert, sein Vertrauen an die Polizei unter Beweis stellt. Und nicht nur das, auch Justiz, die gut darum, denselben Respekt für den anderen Pouvoiren am Staat zu weisen, wie Justiz auch den Respekt vom ersten und zweiten Pouvoir zu gut wird und so kriegt. Ich will heute just daran erinnern, dass Justiz enorm Pouvoiren hat, die an unserem aktuellen System praktisch keinem Kontrolle durch Check and Balance durch die anderen konstitutionellen Pouvoiren erleihen. Justiz soll die Situation nicht als Blankoscheck interpretieren, für sich progressiv nach weiter Pouvoir wollen unzueignen, die prinzipiell am Bereich von der Legislativ oder von der Exekutiv leihen. Auch das Verhältnis zwischen Justiz und Polizei soll, wenn es einem Geist für gegenseitigem Respekt gedroht sein, den Derbisch wird Derbisch von dem anderen, mehr auch für die eigene Kompetenzen von dem anderen. Police, mehr auch Police Judiciaire sollen als Institutionen eine gewisse Eigenständigkeit vis-à-vis der Justiz behalten. Gerade das ist halt wichtig im Sinne von einem gesunden Equilibrium und einer Separation des Pouvoirs am Rechtsstaat. Schließlich geht es im Kontext von der annoncierten Polizeireform von einem Komitee d'accompagnement bestehend aus Magistraten geschwert für verschiedene Funktionen zu besetzen innerhalb von der Police. Da das eine Verwischung von der Kompetenzentrennung am Rechtsstaat und die kann nicht sinnvoll sein. Als Nebenbemerkung stellen ich auch froh, ob es gut ist, dass Vertreter vom dritten Pouvoir am Staatsrat sitzen, der aber im legislativen Prozess eine wichtige Rolle spielt. Ich denke, dass alle Pouvoir, auch den dritten, sich sollte auf seinen eigenen Aufgabenbereich beschränken. Erstens, wir mussten als Polizisten noch an einer Formation continue immer nicht auf gefährliche Situationen vorbereiten. Außerdem, genauso auch wie bei der Armee, mussten wir durchgehen, dass Kader in der Polizei eine Schulbildung haben, die den Aufforderungen vom Beruf gerecht wird. Auch weil das Niveau von den Schulen an den letzten Jahren dramatisch gefallen ist, und das gesehen wir an den Examen, mussten wir das Rekrutierungsniveau an den inneroffizierischen Kadern an die Luft setzen. Die Leute müssen einfach kapabel sein, für sich korrekt an ein paar Sprachen auszudrücken und auch ihre Rapporten in einer verständlicher und deutlicher Form zu redigieren. Das Niveau von den Examen, der auf keinen Fall aufgesagt gehen, just für mehr Leute zu rekrutieren, nicht gegen die Kredibilität von der Polizei mittelfristig mehr schulden. Neuntens, für Polizisten einen Plan zu machen, weil sie Opfer von Gewalt gesehen, kann es nicht sein, dass sie gesagt kriegen, dass sie dann aber nicht von den gesetzlichen Dispositionen am Kader vom Opferschutz können profitieren, wie all die anderen Leute auch. Genauso wenig kann es sein, dass so Affären einfach vom Parquet klassiert gehen. Für das wie ein Signal und die Kriminellen, dass sie der von der Polizisten oder Buschauffeure schlagen, so wie sie wollen. Aber was will als Justiz oder die Polizisten suchen, ihren der Gesellschaft nicht gegen zu hinstehen? Wissen die Leute, die für so Decisionen verantwortlich sind, dass sie die Motivation von der Polizei vorstellen? Du willst, weil mir vom Justizminister den Haut leider nicht da ist, genau Zölle gewohnt gehen. Hinter dem Jahr 2000 sind viele Affären, wenn es Rebellion für die Justiz kommt, wie viel gaufen davon einfach klassiert, oder wie viel Strafen gaufen ausgeschwert. Was hat die Regierung konkret gemacht, für gegen Gewalt gegen die Autoritätspersonen vorzugehen? Was sind die Resultate von so Maßnahmen, wann es der da soll gehen haben? Auf welche Maßnahme will die Regierung holen, für eine bessere physisch, moralisch und juristische Unterstützung für die Autoritäts- und Amtspersonen zu garantieren, die Opfer von Gewalt gaufen? Herr Präsident, wir freuen uns, ob wir uns nicht, wie das am Ausland auch den eigenen Polizeigesetz muss gehen, das Kompetenzen von der Polizei genau regelt. Das ist der falsche Weg für all die Frauen, die daran erfahren, über die Code d'Instruction kriminell festzuschreiben, wo viele von diesen Frauen überhaupt nicht passen. Auf vielen operationellen Situationen hat letzte Polizei deutlich Männerrechte, wie zum Beispiel Polizei in Deutschland oder Frankreich. Wir sollten jedenfalls mal ein eigenes Gesetz über die Funktion der Polizei kreieren, an dem eine ganze Reihe von Prozeduren und Kompetenzen von der Polizei sowie den Informationsaustausch mit hier geregelt gehen. Und zwar bei einer Manier, die Effektivität von der Präventionsarbeit und den polizeilichen Interventionen auch nicht nur bei Straftaten garantiert. Am europäischen Kontext ist es doch wichtig, dass die Polizei ohne Umwehr direkt mit den Polizeiservicen aus den Notbeschlägen Informationen austauschen kann. An diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass die Regierung bislang weder die sogenannte schwedische Initiative, also die Kaderdecision vom Conseil, in dem Kontext nach der europäischen Prüm-Decision von 2008 umgesetzt hat.
Pièce maîtresse von dem genannten Rechtsinstrument als das sogenannte Prinzip der Disponibilität, den es soll ermöglichen, dass polizeilichen Informationsaustausch mit dem europäischen Ausland zu den gleichen Konditionen erfolgen kann, wie das auch am internen Austausch normalerweise der Fall ist, und zwar ohne den zeitaufwendigen und komplizierten Umweg über die justizielle Rechtshilfe. Die Verbesserung vom Informationsaustausch zwischen den Polizeiservicen über die europäischen Bandengrenzen als nimmen die schon längst fällige Korollär zum Wegfallen von den Grenzkontrollen an der Entwicklung von der grenzüberschreitender Kriminalität. Gerade weil den Informationsaustausch mit den europäischen und ausländischen Polizeiservicen so wichtig ist, müssen die polizeilichen Informationssysteme auch permanent weiterentwickelt, angepasst und ausgebaut gehen. Nimmen so Legislativmaßnahmen, so übrigens wie als Proposition von der Präsumption der legitimen Défense, können die Situation von der Polizei an unserer Gesellschaft substanziell verbessern. An der kurzer Zeit, die mir zur Verfügung steht, habe ich mich auf Gewalt gegen Polizei konzentrieren. Vieles, was ich gesagt habe, gilt aber auch für die anderen Berufe und Funktionen, die ich an meiner Anleitung abgezählt habe. Und auch hier muss die Regierung, Verwaltungen und Justiz dringend die nötigen Erfahrungen und Reformen machen, für die Eisenbahner, Buschauffeuren, Lehrpersonal, Sekuristen und so weiter gegen Incivilitäten, aber besonders gegen Gewalt zu schützen. Ich so nicht merci.